Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Geoblocking als Apps, was wir alle gut kennen, wenn wir auf größere Plattformen gehen, haben wir gesehen, ein Smiley, mit Mund noch innen, den ihr seht, dieses Video ist an Ihrem Land nicht disponibel. Geoblocking als das, was heißt, dass man den App Store von quasi all Handys-Hersteller verschiedene Appen zu Lützeburg nicht raufladen können. Geoblocking ist aber auch, und das wird hier schon erwähnt, wenn ich je no Ländererstellung am Ausland nicht erkaufen kann. Grundsätzlich als Geoblocking Apps, was an einem gemeinsamen Europa keinen Platz hat. Dass dieses Projekt aus just Strophen regelt, die können genutzt gehen, wenn da sich nicht und die ganz wenig Regeln, die der Mann du machst, gehen, hält, als für uns nicht weit genug an das auch an der Kommission mengen ich, ob quasi Einstimmigkeit getroffen, dass es wie weit nicht gehen. Aber wir müssen wie weit gehen, weil gerade Lützeburg, als wir den kleinen Marché interieur darauf angewiesen, dass als Konsumenten können am europäischen Ausland frei und ohne Diskrimination erkaufen. Es kann nicht sein, dass ich für den nämlichsten Produkt einen unterschiedlichen Preis bezahle, ob ich ihn das Seite oder der andere Seite von der Musel bestelle. Es kann nicht sein, dass in einem gemeinsamen Europa nach immer digital Produkte gehen. Ich schwätze mal nicht von den physischen Produkten, mit digital Produkten, die nicht können über den Grenz transportiert gehen. Denn Internet kennt keine Grenzen, mehr ein Fournisseuren von digitalen Lösungen denken noch immer an Etat-Nation, als gäbe den Internet bemol Matzen an der Musel abhalten, an den anderen Internet umgehen. Das ist so lächerlich, dass du sich kein Wider dafür gibt, dass das ganz 2019 noch einmal Bestand hat, dass man zwar von einem einheitlichen Marché schwätzt, vom Marché unik schwätzen, auch vom Digital Single Market, weil das große Thema von der letzten Kommission war, und trotzdem noch immer der kreischende Smiley gesehen, den ihr seht, dieses Video kannst du zu Lützeburg nicht gucken. Wer schon ein gereist, dass an NRW probiert hat, sogar Videos zu gucken, die ihn zu Lützeburg angefangen hat, kriegt noch ein paar Sekunden, wenn der Ausland das gesagt hat, geht es nicht. Geht also nicht nur an die Einrichtung, dass wir Sachen nicht können gucken, die in am Ausland kann gucken, geht doch genau umgedreht. Das heißt, den Geoblocking ist nicht ein Problem, das just nur bannen, mir auch rausgeht. Wir brauchen also hier nicht nur Scheiwirder, wir brauchen nicht nur hier für die Laschregeln, die wir haben, zu bestrafen. Wir brauchen viel mehr starke Regeln, wir brauchen eine richtige Marché unik für digital, aber auch für physisch Gitter. Dementsprechend bedauern wir, dass das, ja, Herr Baudry, wir bedauern, dass dieses Projekt nicht weit genug geht. Ich kann noch kreischen, Herr Di Bartolomeo, wenn er das meint. Das Problem ist, ich muss bei dem heutigen Projekt aus sich lachen darüber, dass wir überhaupt noch immer über so etwas diskutieren. Wir sind 2019, wir sind so weit gekommen an der EU, an der Integration. Für Banken gibt es keine Grenzen, aber für Videos gibt es noch immer Grenzen. Das ist ein Problem, das muss man angehen. Den heutigen Projekt, die heutige Transposition, also ein kleiner, putzischer Schritt, kein den literalen Quantensprung so, weil ein Quant möchte einen minimalen Sprung von nicht mal einem Millimeter. Aber genau das ist das heute. Das ist ein minimaler Progress. Wir brauchen viel mehr. Nichtsdestotrotz soll in dem Progress nicht am Weg stehen. Und dafür werden wir dieses Projekt mit drohen. So, merci. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung hat die Wirtschaft.